Komplett neues Gebiet. Habe ich nicht gern, ihr wisst es. Hiesiger Berg? Bist du da? Heilige Scheiße. Was? Zurück nach oben. What? The actual fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zur weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Okay. Wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben letztes Mal noch richtig bündig den Rest gelootet, würde ich sagen, und haben noch erfahren, dass wahrscheinlich Mutter Miranda hat es irgendwie wahrscheinlich auf den Pilz abgesehen, wo der Pilz hier als Art irgendwie Datenträger funktioniert oder irgendwie so etwas. Genau, ich habe auch spekuliert, ob das See die ist, die da hat Experiment gemacht in diesem ganzen Dorf. Also, ich hoffe, ich habe das gesagt und nicht nur gedacht. Ob der See auch da Experiment hat gemacht in diesem ganzen Dorf mit diesen Leuten. Eben auch die Notizen, vielleicht, die wir dann mal haben gefunden haben, wo wir vor der Festung von den Likes sind zurückgekommen, dass die einen See haben gemacht. In der Hoffnung, dass sie irgendwie mit dem Pilzvirus, der ja schon bei den Bakers war und irgendwie daher ist gekommen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie ihr Kind zurückbekommen. Und jetzt ist der Moment da, wo wir mit leider nicht allzu viel Money, und ja ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass wir irgendwie ans Ende des Game kommen und ein bisschen im Arsch sind mit der Money und dann irgendwie hure Mühe haben mit dem Endboss oder so. Genau, jetzt kommen wir an den Moment, wo wir hier ins Flakon reinkicken und schauen, was passiert. Oh mein Gott! Wo ist es? Da. Okay. Kelch des Giganten, haben wir aufs Maul. Was? Okay. Das ist creepy. Juk ist noch rum. Hast du mir irgendetwas gegeben, neuerdings? Wo ich ja jetzt da der Kelch habe? Nope, kannst du nicht. Schade. Bleib vorsichtig. Ja, mach ich. Ich werde den Kelch des Giganten mal anschauen. Der steinerne Sockel vom Altar, jetzt vollständig mit den 4 Flakons. Okay, viel erkennen tut man nicht. Irgendwie das Symbol vom schmiedeeisernen Schlüssel oder so ähnlich. Unten dran fett das Umbrella Corporation Logo und oben einfach die 4 genau 4 Zeichen von der, so müsste es sein, so 4 Zeichen von den 4 Grafen. Okay. Das sieht leicht dämonisch aus, wirklich nur ganz minim. Aber das ist das nicht mehr das Zeichen von Dimitrescu? Oder vom Heisenberg? Das ist das Zeichen vom Heisenberg, okay. Und unsere Quest ist ja, glaube ich, jetzt auch Heisenberg aufsuchen. Ja, haben wir Notizen? Neue? Nope. Okay. Das ist fucking unheimlich, obwohl ich in der letzten Folge hier durch bin, fühle ich mich mittlerweile nicht mehr so sicher. Was? Okay. The fuck? Da habe ich eine Bombe eingeschlagen. Okay, die Musik ist durch. Die Musik ist crazy. Okay, der Tinger ist ja, glaube ich, Heisenbergs Fabrik oder so. What the fuck? Was knistert da? Müssen wir jetzt den Sockel hier draufsetzen? Kann das sein? Sehr wahrscheinlich, ja. Das ist ja Heisenbergs Dings dort, wo Duke mal gemeint hat, wer weiß, was dort alles abgeht. Okay, Sockel. Da kommst du wieder dran. Ist das oberst? Hä? Da. Okay.
kann mich nicht bewegen. Ethan ist ein Start. Okay, wo ist das? Wo ist das? Ist das beim Schloss? Ah! Okay, so weit, so gut. Okay. Das ist wahrscheinlich der Lift, wo der Ladebildschirm, der uns zum Heisenberg nimmt. Okay. Drehen wir einfach hier schön im Kreis. Dass ich immer alles schön bewachen kann. Ich glaube zwar nicht, dass während dieser Sequenz hier irgendetwas kommt, wo wie gesagt sehr wahrscheinlich ist der Ladebildschirm. Aber lieber einmal zu viel schauen als einmal zu wenig. Ja, nein, sehr wahrscheinlich passiert hier nichts. Okay, ich bin richtig gespannt. Und ich hoffe, das Game stattet uns noch ein bisschen mit Munition aus. So Flintenmuni wäre schon hure awesome. Okay. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Das ist Heisenberg, oder? Dann ein bisschen wieder Lucas, glaube ich, heisst er, vom Resident Evil 7. Okay. Okay, da jetzt die Lautsprecher, was ist rausgekommen. Das ist nicht hure unrealistisch. Ich wollte sagen, von wo kommt das Zeugs. Okay, da haben wir nochmal eine Schreibmaschine. Das heisst, Runde speichern! Und gespeichert ist. Okay. Sieht hübsch aus. Sieht wirklich hübsch aus. By the way, ich bin glaube in der letzten Folge permanent mit immer ein bisschen Shadow rumgelaufen. Es pulsiert da so rot. Und das ist immer noch nicht gemacht, gefixt. Scharfschütze, Mine, Explosivgeschoss. Explosivgeschoss wird sie für den Moment. Okay. Zum hiesigen Berg gehen wir jetzt. He? Dann schnell die Aussicht genießen. Well, well, well. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Guten Tag, Du wohl. hast Donner und Moreau bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Okay. Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das Ja, werden? genau. Heisenbergs Fabrik. Okay, das ist ein komplett neues Gebiet. Habe ich nicht gern, ihr wisst es. Mal schauen, ob wir hier irgendwo noch Loot finden. Fuck, da ist irgendwie... Was ist das mal? Ist das irgendein Panzer gewesen? Irgendeine Art so etwas? Auch schon. Ich weiß auch nicht, wie das sonst aussieht. Oder irgendein mechanischer Antrieb oder so. Nein, Panzer. Das ist ein Panzer da. Das ist definitiv ein Panzer. What the fuck? Aber Schrott, nur noch Schrott. Ich hoffe nicht, dass... Ja, vielleicht hat Heisenberg irgendwie die Waffe aus diesen Panzer abgenommen und hat irgendwie ein Geschütz parat gestellt. Was hure random wäre, aber ich traue dem Spiel irgendwie mittlerweile alles zu. Und es hat fucking Vampire und fucking hure Puppen. Das fucking hure Seeungeheuer, wo eigentlich ein Mensch ist. Oder der muss war. Und Heisenberg ist ja irgendwie ein Avatar, also er kann Metall bändigen. Hat mich irgendwie mal gesehen, so ein Zeug umwerfen. Ganz am Anfang noch, okay. Oh! Okay. Ist das eine gute Idee?
Und das bleibt mir anders übrig, ist so ein bisschen die Frage, hä? Eisenberger, komm jetzt. Da muss es doch Loot haben. Hat's nicht. Aber es ist rot, also muss es irgendetwas haben. Irgendein Kristall oder so. Sieht so an nichts. Okay. Da ging es rein. Da ist etwas. Schießpulver awesome. Und es ist schon blau. Lenkt mir aber nicht zum etwas herstellen. Jetzt ist die Frage hier rein. Okay. Oder hier rein. Okay, hier ist irgendwie verschlossen noch. Was ist das der, das rote? Okay. Hier wird sie. Okay, okay. Es sieht aus wie beim Schiff im Resident Evil 7. Ich habe nicht ein gutes Gefühl, Leute. Ist ein fucking Horror-Game, also. Ich bin fast schon in der Horror-Fantasy-Game. Ist das da die Tür? Nope. Okay. Das erinnert mich wirklich stark an das Resident Evil 7. Hiesigenberg? Bist du da? Flüssige Chemikalien. High Power Gas Station, nice. Loot? Loot? Nope. Okay, schon alles blau, I see. Da ist etwas. Ein Sagli. Okay. What the fuck? Was ist das? Mia? Rose, Wahrheit Mia. okay, ne? Oh! Und der Chris ist glaube ich auch noch drauf gewesen. Okay, grüß dich wohl. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! What the fuck? Bitte verzeih. Setz dich. Ist das schnell gut schauen wegen dem Mikrofon? Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! He got no chills. Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu Ich sein. will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an. Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. What? Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst. What the fuck? Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich. Oh, Letzte Chance. was? Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Okay. Dein Grab. Oh oh. What the fuck? Von da unten sind die komischen Geräusche gekommen. What the fuck? What the fuck? Das ist ein fucking Propeller.
Okay. Scheiße! Einfach rennen. Einfach rennen. Okay. Just run, Ethan. Oh Gott, oh Gott! Sackgasse! Nein, nein! Scheiß drauf! Let's go! Ab in den WC-Kanal! Aber what the fuck? Der Heisenberg hat etwas gesagt von Miranda. Teil von Familie. Und das ist ja genau wie bei den Bakers. Part of the family, also wäre das immer noch... Was war das für ein Ding? Das frage ich mich auch, Ethan. Das ist immer noch Part of the family sozusagen. Also eben der Pilzvirus, der immer noch genau gleich funktioniert. Der kann machen, dass... Ja, einfach wo mit der Hilfe von diesem jungen Mädchen, der mega die Familie nötig hat, das dann so... Okay, what the fuck? Das Virus breitet sich ja dann so aus mit dem Part of the Family, es funktioniert dann auch so. Und sehr wahrscheinlich ist es wirklich effektiv noch das same. Aber oder rauf? Aber. Einfach wegen dem Loot. Nice, okay. Miranda will auch in dem Fall, dass wir Teil der Familie sind. So wie der Heisenberg auch Teil der Familie ist und so wie alle anderen Teile der Familie waren, die wir jetzt gekillt haben. Genau so wie bei den Bakers. Es wiederholt sich alles. It's all the same. It's still the same game. Okay. Jetzt auch nicht noch mehr, wo der Bereich rot ist. Ich gehe nochmal da einmal runter, einfach nur zur Sicherheit, ob wir wirklich alles mitgenommen haben. Aber das ist ein fucking vorhin ein hure Monstrosity gewesen, irgendein hure Propellerkopf oder so. Auf Bay. This game is so unrealistic. Also, das ist wahrscheinlich die schlauste Aussage, die man über das Game machen kann. So unrealistisch. Das ganze fucking hure Game ist unrealistisch. Okay. Wobei, okay, eben, wie gesagt, in der Welt von Resident Evil ist es nicht unrealistisch. Okay, kann ich etwas herstellen, bevor ich da komplett übersät werde von Zombies. Flintenmuni, Flintenmuni, Flint... Oh Gott, okay, das muss länger. Flinten nachladen. Und Notizen lesen. Okay. 9.2. Abend bei einer Brücke. Ich habe den Kelch des Giganten mit dem Flakon auf dem Zeremonieplatz platziert und eine Brücke ist aufgetaucht. Auf der anderen Seite scheint eine Werkhalle oder so zu sein. Heisenbergs Fabrik vermutlich. Nicht zu wissen, was mit Rose wird, macht mir echt zu schaffen. Aber es ist fast geschafft. Warte auf mich, meine Kleine. Unser kleinherziger Herdöpfelsack. Abend in den Tiefen der Fabrik. Heisenberg hat mich gefragt, ob ich ihm helfe, aber er will bloß Rose, um sie gegen Miranda zu benutzen. Miranda und Heisenberg, beiden scheint es um Rose Macht zu gehen, wie sie es nennen. Irgendwas, das sie beide übertrifft. Fragezeichen. Krass, ich meine, Rose ist ein Baby. Ich muss zurück an die Oberfläche und sie retten. Wir wissen ja gar nicht, was sie ist. Okay, sie kommen mit neuen Waffen, ne? Und irgendwie neue Köpfe, what the fuck? Was tragen die im Kopf? That was too close! Oh God, no! I should have dodged. Ethan, the fuck? Oh. Okay, Heilen ist jetzt definitiv nötig. Können wir wieder einen Heiltrank herstellen? Jawohl. Jesus. Was hat die Dinger am Kopf gedreht? Irgendeine hure Cyberpunk-Brille oder so. Loot, irgendwo muss es immer noch Loot haben.
Irgendein Glitzerding? Well, kein Plan wo. Kein Plan wo. Ah, wahrscheinlich einfach das da hier. Super Geld, aber es ist blau. Okay, in dem Fall jetzt hier rein. Fuck. Okay, aber die Dinger sind... Also das Propellermonster ist logischerweise aus Metall, wegen dem Propeller. Das heisst, Sprengsachen sind wahrscheinlich relativ gut gegen das Ding. Also würde ich sagen, tun wir mal Minen beim Sniper her. Yes. Falls wir überhaupt gegen das Ding müssen kämpfen, aber ich glaube nicht, dass das einfach... Ja, vielleicht nur zur Show, für was... zum zeigen, für was das Heisenberg im Stand dazu ist. Heilige Scheiße. Was? Zurück nach oben. What? The actual... Fuck. Okay, Sniper für den. What the fuck? What the fuck? Das sind alles irgendwie Dudes. Aber ich weiß nicht was für Dudes, aber es sieht so aus, dass Heisenberg hier eine fucking hure Armee erstellt. Aber für was? Boah. What the fuck? Okay, das... Ich bin irgendwie überfordert. Ich sehe den Zusammenhang nicht mit dem Rest vom Game. Außerdem ich eben Heisenberg will die Armee erstellen, aber ich weiß nicht für was. Oh, ich höre den Duke. Ich höre den Duke! Aber dann kann mir jetzt Duke. Jetzt will ich aber Erklärungen. Und zwar sofort, 0, plötzlich. Boy. Ah, ja. Nein, ich will nicht echt nur so reden. Ich will Erklärungen. Okay, da hätten wir für 50'000 Inventarplatz. Zuerst mal Muni. Let's go. Let's go. Let's go. Blendgeschoss, nein, Rohrbomben, ja, Trank, let's go. No! Okay, jetzt heisst es entweder Abschied nehmen von einer Waffe. Ah, das sieht fucking funny aus. Das sieht auch fucking funny aus. Die könnten wir uns noch gut leisten. Aber die sieht halt schon besser aus. Die Feuerrate, Feuerkraft 1060 hat sie halt viel mehr. Aber was hat die für Muni, ist die Frage. Ja, logischerweise. Wolfsbane, ja. Ich will die. Eine halbautomatische Flinte. Oh. Die Flinte muss ich auch sein. Aber ich wollte die, oder? Eine durchschlagskräftige, vollautomatische Maschinenpistole. Voll ausgerüstet verfügt sie über beeindruckende Feuerkraft. Die kaufen und dann, welche würden wir dann verkaufen? Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich danke für deine Treue. Okay, das ist ein fucking Lift hier. Oh, Leute. Welche Waffe würden wir denn verkaufen? Wolfsbane sicher nicht, wo die ist OP AF. 1911, nein. Sniper ist irgendwo durch auch noch gäbig, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch viel müssen snipen. Also, we get rid of the sniper. Mir war gerade langweilig. I guess. Jetzt habe ich erst noch verdammt viel Sniper-Muni gekauft, gerade vorhin. Aber so will it be. Du bist ein guter gewesen.
Du hast mir in vielen Situationen geholfen. Ich würde dich vermissen. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Ja, es ist einfach Wenn ich deine viel Waffen teurer. verbessern soll, sag einfach Bescheid. So, jetzt kaufen wir echt die... oder die... Weiterwaffe für noch bessere Feuerkraft. Die scheint schon hure episch zu sein. Aber das sollte man die Flinte fast auch noch verkaufen und dann mit der ersetzen. Wie viel hat unsere Flinte an Feuerkraft? ...69, die andere hat jetzt schon mehr. Okay, wisst ihr was? Zuerst mal... Ich werde zuerst mal mit der fahren. Und Flinte, die wir auch haben, die ist nice. Die ist nice. Aha. Okay, und für voll 61 können wir vielleicht sogar noch... Vermindert den Rückstoß beträchtlich, ja. Wäre eigentlich noch nice für 35.000. Yes, nice. Nachher heisst's... Wenn ich deine Waffen verbessern Verbessern. soll, sag einfach Bescheid. Fucking 50.000, Jesus. Ich hab nicht mit so viel gerechnet. Ja, Überlass das mir. fucking nur 210. Okay, ich weiß nicht, ob das gut war, was wir gemacht haben, aber jetzt ist es auch einfach so und ich hoffe, wir haben Munition. Für die. I don't Schönen know. Tag. Was sieht da wieder aus hier innen? Das ist furchtbar. Erweiterter Inventarplatz? Eigentlich noch nicht. Ich bin voll okay mit dem besitzen. Sage ich jetzt noch und dann später werde ich es bereuen, dass ich da nicht das Inventarplätzchen habe gekauft. Okay. Es passt alles wunderschön. So. Ja, voilà. Jetzt heisst es, die dann mal ausrüsten, schnell Zugriff. Okay. I guess that's okay. Fucking Nummer 12, wir hätten so das Magazin erweitern. Wir hätten so das Magazin erweitern, definitiv. Ich habe das Gefühl, die Fabrik ist fucking huge. Da sieht man nicht gross rein. Aber es ist blau. Ja, bevor wir jetzt da den ganz hohen Friedhof... Ja, was ist... Boah, wie viel UG? Okay, bis zum 5. UG geht's. Und UG 4, UG 4M, UG 3, UG 3M, UG 2, UG 1. Und dann sind wir erst wieder da oben, okay. Okay, bevor wir jetzt da richtig losmachen, und ich freue mich ehrlich gesagt schon mega drauf, beende ich die Folge hier leider. Wir gehen in der nächsten Folge dann, wenn möglich, noch eins runter. Ist irgendwie nicht möglich. In diesem Fall sind wir dort unten schon gewesen? Nein. Ich gehe in diesem Fall rauf. Aber ja, dann wäre es das für heute, ja. Ja gut, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen... Merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!